Für die Fraktion FDP-DVP erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten Hausmann. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt wollte ich zu Beginn, hatte ich schon vorbereitet, mich bei den Grünen und bei der SPD meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, dass wir jetzt schon wieder nach der Sommerpause dieses Thema behandeln. Aber wenn man, lieber Herr Kollege Haller, so ein Lob bekommt, dann wäre ich sogar bereit, Ihnen noch eine Minute meiner Redezeit nachher zu schenken. Denn das zeigt doch, dass die Debatte im Juli, glaube ich, sehr konstruktiv war. Und ich hatte es also auch so interpretiert, dass wir im Juli über alle 4 Fraktionen einhellig waren, dass die Dobrindt-Maut kein geeignetes Mittel ist, um die Verkehrsinfrastrukturfinanzierung in Baden-Württemberg und bundesweit voranzubringen. Also mir tut der Herr Dobrindt fast schon ein bisschen leid, denn er muss ja jetzt das ausbaden, was sein bayerischer Ministerpräsident wahrscheinlich, ich weiß nicht, im Bierzelt oder in einer Schnapslaune oder am Stammtisch entwickelt hat, indem er gesagt hat, ja, wir wollen nur die Ausländer belasten. Und zu was das führt, sehen wir ja, wenn man die Diskussion verfolgt über die Entwicklung der sogenannten Dobrindt-Maut, die zu einer ganz klaren Ausländerdiskriminierung führt. Und wenn ich mir dann einfach vorstelle, dass Jahr für Jahr 43 Millionen Inländer-Vignetten verschickt werden und dann wieder die Kfz-Steuer verrechnet wird, dann habe ich Sorge, ob wir in 2, 3, 4 Jahren überhaupt noch den Durchblick haben. Und dann würde ich sagen, die Dobrindt-Maut ist ein gutes Beispiel, wie die Politikverdrossenheit in Deutschland eben noch anwachsen kann. Und die Erlöse sind ja inzwischen auch schon in der Einschätzung nach unten gegangen, die Bürokratiekosten, die wir haben. Es gibt ein Gutachten, das die FDP in Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben hat. Die kommen dann gerade noch auf Länderzuweisungen in Nordrhein-Westfalen vielleicht von 10 Millionen und von 15 Millionen. Da muss man sich dann schon fragen, ob es sich lohnt. Jetzt hat man sich auch in Baden-Württemberg natürlich beschwert beim Herrn Dobrindt, dass man in den Grenzregionen ja Sorge hat um die wirtschaftliche Entwicklung. Und nachdem ich meine Unterlage immer gut aufhebe, habe ich mir einfach nochmal meinen Zettel mitgenommen vom Juli. Ich habe mal die Grenzlandkreise in Baden-Württemberg aufgezeichnet. Und ich finde es immer so schön, wenn zum Beispiel Villingen-Schwenningen ist ja noch Grenzstandort nach Grenzlandkreis, während Freiburg, Baden-Baden oder Wangen im Allgäu weit weg sind von der Grenze zu Österreich oder zu Frankreich. Also da stelle ich mir so richtig vor, wie diese Grenzlandkreisregulierung, wahrscheinlich kriegen wir Grenzlandkreisregulierungsbehörde, die das dann festlegt. Es zeigt schon, diese Dobrindt-Maus ist Murks und es bleibt Murks und Murks kann man einfach nicht gut umsetzen. Jetzt wissen wir, dass wir, und das hat die Bodewig, die DERE-Kommission festgelegt und auch die Verkehrsministerkonferenz, dass wir einen Bedarf haben von 7,2 Milliarden. Ich unterstreiche das, was der Kollege Haller gesagt hat. Das ist mal wurscht, wer regiert hat. Es haben alle nicht in die Richtung hingebracht. Man hat jetzt geplant, in der Großen Koalition 5 Milliarden mehr einzubringen. Das ist ja pro Jahr 1,25 Milliarden, sind aber schon wieder fast die Hälfte noch für Altprojekte reserviert. Und auch mit der Lkw-Maut muss man dann auch offen sagen, wenn man die wirklich, wie es auch im Papier ist und wie es unser Verkehrsminister gern hätte, auch auf nachgelagerte Straßen einzuführen, also auf Landesstraßen, dann frage ich mich auch, wie wir das noch bürokratisch regeln wollen. Da habe ich große Sorgen, dass wir auch einen wahnsinnigen Aufwand nehmen. Und von der satellitengestützten Maut, die ja auch von den Grünen immer wieder ins Feld getragen wird, auch von unserem Ministerpräsidenten, da wissen wir, dass wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten haben. Wir könnten dann immer gleich bei NSA abfragen, wenn wir Datenverluste haben, denn dort werden die sicherlich dann auch sichergestellt.
Die FDP-Landtagsfraktion hat bereits 2013 eine Mobilitätsoffensive mit vielen Bausteinen vorgelegt, wie unsere Vorstellungen sind. Und Kollege Haller hat es gesagt, wir treten ein für eine klassische Pkw-Maut. Warum müssen wir denn immer alles kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Blicken wir in die Schweiz, blicken wir nach Österreich, dann wissen wir, wie es funktioniert. Und dann müssen wir die Mittel zweckgebunden und in eine Infrastrukturgesellschaft einbringen, damit sie nicht beim Herrn Schäuble in der Kasse landet, sondern damit sie wirklich der Straßeninfrastruktur zur Verfügung kommt. Das sind unsere Vorschläge, an denen halten wir fest. Und der Antrag der CDU, ich bin gleich fertig, der Antrag der CDU geht uns nicht klar in der Differenzierung zwischen Dobrindt-Maut und der Pkw-Maut. Deswegen werden wir auch den CDU-Antrag ablehnen. Herzlichen Dank.